das ist halt so viel Leid wie möglich, weil du hast ja so viel Life zu gehen und du willst dich nicht auf eine Person festlegen und splittest den Interessen an den Gefühlen, ob mehr Leid, aber und so. Also darum geht es für mich nicht. Es geht für mich darum, irgendwie zu gucken, okay, ist ein Partner oder Partnerin schafft mit einer Person, die fühlt sich gut und das noch möglich, ein weiter anzugehen oder zu gucken, wie meine Beziehungen zu anderen Leuten sich evaluieren und dass die vielleicht auch auf der Seite können laufen, aber was nicht heißt, dass es keine Verbindlichkeit da ist. Ja, ich denke, dass die froh, die sich die meisten Leute daneben stellen, ist, wie war brauchst du dann noch eine weitere Person? Für was brauchen dann noch eine weitere Person? Ja, ich meine, dann geht du, ja? Ja, und ich meine, ich fand doch nicht schlimm, wenn ich nicht mit einer Person habe. Mir das möchte nicht, dass ich nicht monogam bin. Weil ich meine, ich kenne keine Beziehung mehr angehen mit einer Person, die sich als monogam definiert, weil ich doch einfach auch, wenn dann 1, 2, 3 Jahre monogam lebt und nicht eine Zweierbeziehung hat, auch keine andere Beziehungen, eine Freundinnenschaft, wo ihr vielleicht Sex hat, irgendwie am Club in Hookup oder so, auch wenn das jahrelang nicht geschieht. Ich fand natürlich einfach einen anderen Approach zu, wer Erwartungen in Beziehungen hat. Ja. Und das Männer selbstverständlich. Da sind sich all die Sachen gut so. Und das mehr ein Austausch, und mehr, wie du früher gesagt hast, auch eine Kommunikation. Und gucken, was passt für mich wirklich. Weil, nicht mehr, weil du hast, mir sie fast zusammen, muss man nicht da erfüllen. Ja, ich denke, das ist ein ziemlich cool allerweise die Beziehung, die hat wirklich von Anfang an zu definieren. Also von Anfang an zu gucken, okay, was sind das Erwartungen, was brauchen wir, was will wir. Und nicht so an die gefährdet, also an die Erwartungen ranzufallen, die in zu sieht, willst du mit mir in einer Beziehung sein oder sobald es irgendwie offiziell ist. Genau, das ist ein bisschen überdenkt dann neu aufstellt. Also. Ja, und ich noch gefehlt, dass es, also, wenn ich die letzten Jahre neue Beziehungen ergangen sind, aber mal der Punkt kommen von, okay, sind wir zusammen oder nicht zusammen, am Anfang die Label von Beziehung, und nicht, dass in einer Beziehung mit denen, sich ganz anders angefühlt hat. Das ist nämlich so der große Schritt von, okay, wir sind da nicht, bis wir sind in einer Beziehung. Ja. Und da muss man so alltag schreiben, so und so viel Zeit man nicht verbringen, der an der gemeinsamen Interessen haben, zusammen irgendwie Familienfester oder mit Freunden, wie auch immer, mit das echt da so, okay, Moment, was für eine Erwartungen haben wir eigentlich ohne wie viel will man gesehen, wie viel will man unterstützen und du passt am Anfang das Wort Beziehung ganz gut drauf, mir war das schon irgendwie so aus. Ja. Also ich fand, dass viel Männer Druck auch da, von was ihr sollt an, was ihr misst, auch viel mehr so, wie also am Anfang, aber ich will mal beschreiben. Ja. Aber was natürlich darum aufhängig von der Beziehung aus. Ja, klar. Also, ich meine, natürlich genauso Probleme und nicht Probleme wie monogame Beziehungen. Also, ja, absolut. Ich denke, es wäre idealistisch zu sagen, dass es nie Jalousie gibt, dass es nie irgendwie Konflikte gibt, weil andere Leute auch irgendwie Teil von der Beziehung sind. Ja. Und ja, heinz gehen doch Momente, wo ich mir denke, mehr, das wäre so viel mehr anfangen, monogame Beziehungen. Oh ja, den Moment erkenne ich. Ja. Ja. Also ich denke, dass schon so war das, also das nicht immer einfach, was da geht. Ja. Mir ich denke, dass es immer noch mehr passend auf jeden Fall ist. Weil wenn ihr das einfach mehr so in den Teppich gehen, dann seht man, das ist eine Beziehung und ja. Genau so soll das ausgesehen. Oder ja, dass ihr irgendwie abhält, sich zu erzählen, wenn ihr andere Leute flott findet oder wenn ihr sich verliebt oder einfach, wo Vierern immer ein Grenz dann sitzt. Und der Grenz dann viel monogame Beziehungen noch scheitern. Ja. Weil die Gefühle ja dann oft nicht fortgehen oder das Bedürfnis dann nur andere Leute nur zu sehen oder irgendwie sich zu verleben. Also weil ich für Druck gemeint habe, dass auch echt da so, dass den Druck fortgeht, wenn du dich für eine Person entscheidest, dann muss das nur die Person sein, weil du darfst. Also darfst nicht mit einer Person da sein. Ja. So. Genau, und ich fand den Druck als schon Männer, auf jeden Fall. Ja. Mehr, also, weil mehr Leute involviert sind, weil das natürlich auch mehr
Beziehungsarbeit aus an dem Sinn, da sind also so emotional Arbeit in sowieso schon länger Beziehung irgendwie lebt und noch gerne lebt. Mir wird mehr Leute involviert, sie muss mit mehr Leute schwatzen. Und also ich bin gerade dabei, eine neue Beziehung anzugehen. Und die Person hat noch 2 andere Beziehungen und ich kann die 2 Personen noch, mit der einen sind ich befreundet. Und ich merke einfach, dass also du musst schon mehr Leute mitdenken. Und das ist mega schön, weil ich das Gefühl habe, dass auf jeden Fall die Beziehungskonstellation, die du da hast, dass mega viel Unterstützung auch da ist, an Leichtigkeit, an Wille mit denen zu kommunizieren, relativ man so Konflikte. Also es gibt eine andere Norm. Das einfach andere Sachen sind normal. So. Und das merke ich schon, dass das da ist. Also so, das verändert auch einfach, welche Sache fehlt. Also für mich ist das total normal, dass die Person einfach auch zu einer Person hört. Und das war schon immer so, seitdem wir es kennen. Und das wird in einer Zeit so bleiben. Und ich weiß nicht, das ist nicht, was Jalousie bei mir alles lässt. Im Echter dann so Sachen für wie Zeit und wie den Zeit ab und wie gesagt die andere Person möchte und so. Okay. Ich meine, ich hatte noch nie die Erfahrung, also die Erfahrung, die ich so gerade ist, dass ich wirklich eine Beziehung aufhängen aufzubauen mit einer Person, wo ich ganz genau weiß, dass da 2 Personen sind, die wo ungefähr gleich viel Zeit investiert wird. Also ich denke, dass ich echt eine Situation hat, dass ich mit paar Leuten parallel hat und es auch nicht wirklich wichtig war zu wissen für mich, ob die auch noch mit anderen Leuten sind. Okay. Mehr das effektiv ist, wo ich mal einerseits mehr Schäfe stellen und gleichzeitig so, wow, okay. So, was mich hat mit mir, kann ich da mal ins gehen oder also in ins gehen, aber irgendwie schon los oder war das, wenn immer mehr Leute vorbeikommen, wenn ich das Gefühl habe, dass es nicht mehr durchgeht mit der Zeit oder irgendwie so Sachen. Ja. Ja, ich denke, dass es irgendwie alle Konstellationen irgendwie so sind Problematiken und Challenges wird. Ja, das stimmt. Also ich meine, es gibt auch keine pauschale Antwort darüber, weil einerseits, also schon wahr, also so Zeitressourcen sind einfach begrenzt. Gehen 7 nur Stunden an der Woche. Andererseits ist es ja auch oft so, dass dann die Leute, die auch im anderen Leute tun. Also die Person, mit der ich gerade eine Beziehung angehen wird, von denen 2 Personen und die auch noch immer 1 bis 2 andere Personen. Das heißt, das dealt sich dann auch so ein bisschen ab. Also eins so kann es sehen, dass es sich halt nicht so abdeelt, und dann ist es natürlich schwierig, weil wenn du 3 oder 4 Leute hast, und die andere Person nehmen 1 oder 2 oder nehmen dich, ist natürlich so ein Ungleichgewicht. Ja, der Fokus ist ja auch anders. Ja. Also, ja, das stimmt. War das oft noch als Begriff hören, wenn so um Poly geht, an Polyamorie, als Polygamie. Und ich meine, das vielleicht wie schon kurz zu erklären, was das heißt. Weil Polygamie quasi so den konservative Pendant zu Monogamie ist. Das heißt, was bestört mit mehr wie einer Person und so. Und das hat so viel auch die Konnotation von Ehemann mit viel Frauen. Genau, wo dann so sexistische Stereotypen irgendwie spielen. Ja. Weil Anwalt oft einfach eine Negativkonnotation hat. So. Ja, und ich denke, das ist auch nicht mehr legal erlaubt bei Männern, oder? Ja, habe ich mein Research besser gemäht. Kenne ich da alle so, wo er erlaubt ist. Aber ein Tipp ist zum Beispiel auf Netflix ein Doku über fundamentalistische Mormonen und Mormoninnen, der ich mega spannend fand, weil also das ist nicht so, wie ich nicht Monogamie gesehen oder gegen Leben. Mir fand trotzdem interessant, wie nicht monogam Lebensrealitäten irgendwie mehr sichtbar gehen. Und das wäre so zum Beispiel ein Beispiel für Polygamie sozusagen, die aber am Start von Utah, wo das gedreht wird, an den USA nicht legal ist. Das heißt, die wohnen ein bisschen aufseits an der Wüste von Utah an. Genau, sie quasi symbolisch bestört, aber das ist nicht legal anerkannt. Aber das ist auch nicht mit Männern, oder?
Genau, der Mann hört mehr Frauen. Okay. Und an der Religion ist siehst das quasi so, dass was du mehr Frauen hast, was du mehr noch Gott kannst, weil du auch so die ganzen Struggles und die ganzen Komplikationen sowohl für die Frauen wie auch für den Mann halt dich quasi so aufhärten. Genau, also fundamentalistisch Mormoninnen gingen mich wahrscheinlich nur korrigieren, dass ich das nicht genau korrekt rumgehen und mir das auf jeden Fall so, wie ich verstanden habe. Ja. Gibt noch irgendetwas, was du dazu so willst, Lissy? Ich überlege gerade. Ja, vielleicht den Wirsel. Also ich denke, dass viele Leute, die hier echt nicht monogam oder polyamoröse Beziehungen haben, effektiv Schwierigkeiten am Anfang haben. Ja. Also weil ich so bei mir und meinem Freundeskreis mitkriege. Ja. Dass so aus von, oh, mega nice, es gibt so viele Möglichkeiten, ich bin so frei, ich kann mit so viele Leute irgendwie etwas tun. Und emotional funktioniert das für mich irgendwie. Ja. Da sind irgendwie vergisst, ein bisschen Rücksicht drauf zu holen. Und da sind halt so vergisst, das wirklich klar zu kommunizieren. Also ich weiß, bei mir hatte ich dann so Situationen, wo ich einfach strafen, wie viel Polyamorie, was schon her, immer gut wissen, wie das ist. Ja. Und dann irgendwie habe ich mit den Leuten gefangen und irgendwie gut keine Kommunikation, dort war einfach effektiv. Ja, ich habe alle Klischee davon, also ja, ich hatte einfach mit paar Leute aufs gleichzeitig so. Und wenn ich auch so die 2, 3 Personen da gucken, schon, ich meine, eine Person was wirklich, mit wem ich das noch tun. Aber den anderen wird wirklich so, okay, also nicht gedacht, ich wäre so die Insta-Person, also hier wie die Insta-Person für mich. Aber dem anderen hört sich irgendwie durch. Ich denke, dass es so relativ oft vorkommt, dass ihn das irgendwie, ja, weil ihn das nie gelernt wird, klar zu definieren, weil ihn irgendwie an die Gewohnheit zurückkommt von ein bisschen so zu verheimlichen oder so ein bisschen nicht Ruf zu spielen. Genau. Ja, das hast du nicht wirklich lange und hart müsste lernen. Sachen nicht mehr klein zu machen, wie sie vielleicht können sein. Als Angst, die andere Person zu verletzen. Ja. An einer von meinen vergangenen Beziehungen, ich erinnere mich noch so gut, wir waren, ich weiß nicht, vielleicht ein halbes Jahr oder ein Jahr zusammen und dann habe ich eine neue Person kennengelernt und das war die erste Karriere irgendwie, aber wir war schon für uns 2 klar, wir haben eine nicht monogame Beziehung, aber bis dahin ist es halt noch nicht dazu gekommen gewesen, dass du einfach eine andere Person hast. Wirklich klar zu sagen, okay, ich bin interessiert, das kann ich mal vorstellen und so, weil ich ihm keine Angst wollte machen. Ja, klar. Und dann irgendwie so Ruf zu spielen, möchte aber am Endeffekt noch nicht schlimm, weil es geschieht ja dann aber und dann nicht umso mehr weh. Und geht der andere Person dann irgendwie das Gefühl, dir nicht ganz vertrauen zu können, weil sie nicht weiß, okay, siehst du direkt etwas, siehst du nur etwas. Und das fand ich auch mega, mega schwer. Also so am Nachhinein war ich, und ich gedacht, ich ging gut hinkriegen. Aber mit allen Personen, mit denen eine Beziehung hat, und allen Personen, die dabei sind, muss ich einfach Sachen so los umgehen. Und irgendwie gucken, dass es für jeder passt, weil wenn es bis ein bisschen verschossen ist, dann tut es halt weh und dann also so ein bisschen viel belastet, dass es halt immer kein schwierig gehen. So. Ja. Und natürlich kann doch dann nur noch schwierig gehen, wenn es der eine ja irgendwie so ein bisschen Vertrauen von einer Person verloren hast oder zu einer schwierigen Situation geht, die könnt dann oft immer also es lohnt sich, Sachen los umzugehen irgendwie. Ja, und ich fand, dass in irgendwie die Situation ausschätzen kann, ich meine, also das Wichtigste eigentlich. Ja. Dass ich weiß, okay, die Person trifft gerade die andere, also eine neue Person, und dass sie sich man so ein bisschen vorstellen kann, okay, sind die komplett verliebt an denen, oder ist das echt so, okay, sie fanden sich attraktiv und das war es. Also, genau, dass sie das irgendwie vor 4 Jahren kommuniziert und sobald es sich verändert, eben noch in einen kommuniziert. Ja, das ist manchmal schwierig, wenn es sich da verändert. Ja. Weil dann seht ihr so, okay, schon gesagt, wir werden wahrscheinlich gut befreundet sein und Heinz du sagst und als, ich weiß nicht, als 2 Wochen gesehen, weil ihr das in dem Moment merkt, dann schmeckt das ja auch nicht so einfach, weil wenn ihr monogam datet, müssen das ja größten jetzt einfach mal zu selber aus. Man muss nicht sozusagen auch irgendwie davon berichten, eine andere Person, mit der romantisch involviert ist. Und das dann ausschätzen zu müssen, das ist manchmal mega schwer. Und dann die Verwarnung zu sagen, hey, lauster, ich meine, du hast aber mehr, und wir sehen das aber mir oft. Das ist mega schwer, weil dann natürlich mega viel Unsicherheiten
hey, ich komme bei der anderen Person an, da muss ich lernen, umzugehen. Ja. An der ich zu hören noch. Ja, eben auch drauf anzugehen und dann, auch wenn ich vielleicht selber hoffe, dass es kein Problem ist, also ist es einfach ein Problem und dann muss ich ihn abhalten. Oder die Konsequenzen rausschließen, was das auch immer bedeutet. Also, ja, einfach Situationen, die nicht viel geknarrt kriegt von den Älteren wahrscheinlich oder irgendwie nicht so kannt, wo ihn dann irgendwie ein bisschen verloren ist und irgendwie ein bisschen selber gucken muss, was am nächsten Sinn macht. Ich sehe schon auch Parallelen, also beziehungsweise mir hilft es an meinem Kopf mal das ein bisschen parallel zu Freundschaften zu denken. Weil Freundschaften habe ich da ja auch mehr. So, und da sind ich ja auch eins der los, wenn eine von meinen besten Freundinnen irgendwie gerade mehr Zeit mit einer anderen Freundin verbringt. So. Und das ist so die Art von Jalousie, die auch eins so Beziehungen bei mir abkennt. Wo ihn aber über mega viel Sachen schwatzen kann, aber wo ihn einfach auch andere Erwartungen hat oder andere Strategien hat, mit Problemen umzugehen. Irgendwie. Aber wo es da vielleicht auch nicht schlimm ist, weil ihn sich da mal immer nicht gesagt. Ja. Ja, und das hilft mir auch irgendwie, das vielleicht mehr zu denken, wie so ganz geflasht über Beziehungen, weil ich da quasi umlehne, ob so romantische sexuelle Beziehungen. Ja. Das war Polyamorie. Dim. Gibt ein Jingle für Polyamorie? Wahrscheinlich nicht. Gibt ein Zeichen? Ein Zeichen? Ja, da ist so ein Herz mit einem Unendlichkeitszeichen dran. Das ist ziemlich kitschig. Ja. Ich kann mit den Zeichen nicht so viel aufhängen. Das ist so Next Level vom Klischee-Tattoo. Ja. Ich meine, mit den Gedanken los mal erstmal für Haut. Wenn da irgendeine Erfahrungen hat oder Fragen hat oder Antworten, da können da als schreiben auf sex@ara.lu wie immer. Und es soll dem Lucy merci für da sein. Na ja, gern. Und bis nächste Woche. Christdachs fir viel Leute Zeit vu Kadoen, Glühwein a Christdachsgebäck. Aéi et net ernstnecht ka sinn, was sech soviel im Issen dreht, ass Fatshaming net weit den Eck. Während et fir un allem ënner jonke Männer net unüblich ass Kompetitionen auszudrohen, wen am meeschten Ise kann, gëtt vu Frauen erwart, dat se zu allzeit op Hierlin oppassen, wéi zu schein heescht. Bei Männer besteht eich dat Erwardung e guten Eiser ze sinn. Frauen par contre sollen zwar genug Issen, fir dass die Person, die gekocht huet, sech an ihrem Erfolg valoriséiert fehlt, mir am besten net méi wie dat. Frauen, die viel Issen an trinken, sind noch immer mam Stigma konfrontiert, dass se net nur sech gucken as sech net ënner Kontrolle hunn. Du weinst also doch net verwunderlich, dass es hauptsächlich Frauen sind, die rundem Feuertisch ihr Irsverhalten analysieren und schlecht reden. Zu viel Fettig, zu viel Salz, zu viel Kalorien, zu viel Speck rundem Teil. Der Vokabulär ist relativ uniform. Was kann ihn du gehen machen? Et kann ihn zum Beispiel probieren, nicht zu viel streng mit sich selber zu sein. Es gibt mehr Wichtiges, wie sich bei seiner Ernährung zu allem Moment an Gesundheitsnormen zu halten. Spätestens wenn so für seinem schlechte Gewisse geplot ist, dass in eine Familienfeier oder ein Essen nicht mehr genießen kann, aus dem Moment kommt für sich selber eine Pause zu gönnen. Es muss nicht immer die Erwartungen erfüllen. Und es ist okay, sich selber nicht zu allem Moment unter Kontrolle zu haben. Am Umgang mit anderen kann ihn darauf aufpassen, dass irgendein Verhalten oder das von anderen nicht mehr wie unbedingt nötig zu kommentieren. Kommentare wie, von denen Kichelscher, du kriegst ja direkt Diabetes. Oder, wenn ich zu einer Zweitstück Kuriessen kriege ich mit Box nicht mit so. Oder, so hast du eigentlich einen zweiten Mo, an den du das alles rastest. So Kommentare sind zwar vielleicht harmlos gemeint, können aber dazu führen, dass sich ihr Umfeld unnötig suggeriert fühlt. Oder schlicht der Plan, der für und hin steht, ein bisschen mehr genießen kann. Wenn ihn hört, dass andere so Kommentare machen, kann ihn darauf reagieren, indem sie einfach nicht drauf angeht oder das Gesprächsthema an eine andere Richtung lenkt. Die Kichelscher sind effektiv ziemlich süß, mir fanden sie richtig gut, da musst du nur unbedingt um Rezept fragen. Kann ihn zum Beispiel sagen. Je nachdem, wen die Person war, die Kommentare gemacht hat, kann sie aber auch in einer Feier andere ausschwätzen. Für allem, was ihre Marken immer rumgemacht gehen,
An e merkt, dass de Ruf zieht, kann et hëllefen Appes ze soen. Et soll de probieren, dat an engem méiglest respektvollen Ton ze machen. Die aner Person huet et bestimmt net base gemengt. Wann en awer net op Konfrontatioun goe wëll, kann en die Person vun der ihr wees, dat se runm Feierdicht ofwertend iwwerhiet oder anderen hiet ihrs verhalle schwäze werd, och einfach vermeiden, wann et geht. Zu guter Lascht sief gesot, dass et absolut komme kann runm Feierdicht oder auch so am Joer zozuholen. An da das voll okay. De Wert vun enger Person ass net ofhängig von ihrem Gewicht oder der Kleder gräst. An dem Sinn, e guten Appetit gewünscht. Dir fand Mayway Sex op Facebook, op Instagram, an Site sexpodcast.lu oder op all eure gewinntene Podcast-Plattformen. Mayway Sex, de Podcast fir all Mënsch mat engem Kierper. Mat freundlicher Unterstützung vum Cäsars, dem nationale Referenzzenter fir Promotion vun der affektiver a sexueller Gesundheit. Finanziert vun der Œuvre Grand Duchesse Charlotte. Den Cäsars gëtt all Responsabilitéit fir d'Inhalter vun diesem Podcast auf.